Good morning, everyone. Guten Morgen. It's so intimate in here today. I love it. Es ist so intim da, es ist sehr schön. Anyway, sorry. So, as we have heard, Genau wie wir gehört haben, today we're wrapping out our series on prayer. wird diesmal unsere Predigt enden von der Serie von der Gebet. And more specifically, on the series of the Lord's Prayer. Und genau spezifischer das Vater-Unser. And over the last month, we've kind of gone line by line through the Lord's Prayer Und im vergangenen Monat sind wir eigentlich Satz für Satz durchs Vater-Unser gegangen. to really understand how Jesus instructed us to pray. Um eigentlich genau zu verstehen, wie Jesus uns instruiert hat, zu beten. We've learned that the Lord's Prayer is basically a simple but potent bouillon cube of all prayers. Wir haben eigentlich gelernt, dass das Vater-Unser wie ein Bouillonwürfelgebet ist, das ganz satt und voll ist. And by teaching us exactly how to pray, Und indem uns beigebracht hat, wie man genau beten muss, Jesus had a really clear message for us, his followers. hat Jesus eine Nachricht gehabt für uns, seine Nachfolger. And his message is, prayer doesn't have to be complicated. Und die Nachricht ist, Gebet muss nicht kompliziert sein. It doesn't have to be complicated to be powerful and transformative. Es muss nicht kompliziert sein, zum kraftvoll sein und zum uns transformieren. So let's recap what we've learned in the last month. What are the ingredients in this bouillon cube? Und jetzt zum Schauen, was im letzten Monat hier zusammengekommen ist, die wir zusammenfassen, was genau der Bouillonwürfel ausmacht. So first, Jesus sets the tone of the context of the prayer straight away. Zum Anfang tut Jesus den Kontext gerade zusammennehmen, was das Gebet ausmacht. And he does this by addressing it to our Father. Und zwar macht er das, indem er es an unseren Vater adressiert. Right? He doesn't address it to the almighty creator of the universe. Er tut es nicht unserem mächtigen Kreator vom Universum adressieren. He doesn't address it to, oh, righteous judge of all mankind. Und er tut es auch nicht an gerechten Richter von der Menschheit richten. Both of which are true. Das sind zwar beide richtig, But he uses a more informal and family name. aber er braucht den informellen, familiären Namen. And Jesus is doing this because he's deliberately stressing the personal and intimate nature of our relationship with God. Und Jesus macht das, weil er mit dem den intime und persönliche Faktor bringt, wo Gott für uns ist. You know, he is our Father and we are his kids. Weil er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. And so he desires these open lines of communication, and that's what prayer is, right? Und er hat ein Bedürfnis für die offene Linie von der Kommunikation und das ist ja schließlich das, was Gebet ist. Right, because he wants to build and strengthen this intimate relationship he has with us. Weil er die intime Zusammenarbeit mit uns fördern und vorwärts machen. And why? Well, because he loves us, Und das macht er, weil er uns liebt. right? Unconditionally. Ohne Bedingungen. So that's the first ingredient, Das ist der erste Bestandteil. right? We have a personal God. Wir haben einen sehr persönlichen Gott. So the second ingredient to this potent prayer Und der zweite Bestandteil von diesem starken Gebet is a healthy dose of perspective. ist eine gesunde Dosis von Perspektive. Right? And in this section, we're reminded that God, our Father, Und in dieser Situation sind wir erinnert daran, dass Gott, unser Vater, is also the holy ruler of heaven and earth. ist auch der heilige Herrscher, Dankeschön, von Himmel und Erde. Right? And with this, Jesus wants to put our relationship with God into perspective. Und so will Jesus unsere Gemeinschaft mit Gott in Perspektive bringen. So we have a relationship not only with a loving Father, Also wir haben unsere Beziehung nicht nur mit einem liebenden Vater,
but with the King of Kings. Mit dem König von allen Königen. Right? We've got the King of Kings in our back pocket. Wir haben den König von allen Königen in unserer Hinterhosentasche. Right? And we can approach God with confidence. Und wir können mit Mut auf Gott zugehen. Because He is powerful. Weil er kraftvoll ist. His ways are perfect. Weil seine Wege perfekt sind. And He is justice in person. Und er ist Gerechtigkeit in Person. So this gives Him legitimacy, right? Und das gibt mehr Intimität. This gives Him legitimacy to rule, and it gives us the trust to surrender our will to Him. Und das gibt auch mehr ihm die Macht und gibt uns das Vertrauen, dass wir unseren Willen ihm übergeben. Let me give you an illustration. Ich gebe euch ein Beispiel. This reminds me of when I was a kid. Okay, don't laugh. On the playground, and I was getting bullied because I sucked at sports, okay? Das Beispiel ist, und jetzt dürft ihr nicht lachen, das ist von ihrer Kindheit und sie war auf dem Spielplatz gewesen, und zwar ist sie dort blöd angemacht worden, weil sie echt scheiße im Sport war. And I still am. Und sie ist immer noch. Okay, so the scene went something like this. Also es ist etwa so abgelaufen. So an exasperated boy on our baseball team Ein verärgerter Bub von ihrem Baseballteam turns to me and says, "Oh my God, you're such a loser. You can't even catch a ball." hat gesagt, ach, ernsthaft jetzt, du bist so eine Verliererin, du kannst nicht einmal einen Baseball fangen. It was true, by the way. Und er hat recht gehabt. So I naturally responded with, Und so habe ich natürlich reagiert mit, "Yeah, well, my dad is bigger than your dad." mein Vater ist grösser als dein Vater. Natural response. Das ist eine klare Aussage. And he responded to me with, "Yeah, well, my dad is stronger than your dad." Und er hat dafür gesagt, mein Vater ist dafür stärker als dein Vater. So my logical comeback was, "Yeah, well, my dad can lift a whole car." Und dann hat natürlich ihre Ego-Antwort gelautet, mein Vater kann ein ganzes Auto aufheben. Who knows where that came from? Keine Ahnung, wo ich das her hatte. So somehow, in this example, we see in an instant, I went from feeling attacked and bullied Und so sieht man jetzt in diesem Beispiel, in einem Moment bin ich von der Adoptierten, vom Opfer, to feeling full of confidence. bin ich voll selbstbewusst And worden. I was standing my ground Und sie hat ihren Grund gehalten, because I knew my dad was behind me, weil sie gewusst hat, dass ihr Vater hinter ihr steht. right? And as a kid, ironically, Und als Kind, ironischerweise, I didn't realize that my dad was tall, skinny, and a geek who wore glasses, right? ist ihr überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ihr Vater groß und schlaksig und einfach so ein Typ war, so ein Streber. Yeah, totally. He doesn't mind. He's quite proud of being a geek. Es ist im Fall okay, es macht ihm nichts aus, dass er ein Streber ist. But all I knew Aber alles, was ich gewusst habe, was that my dad had authority, ist, dass mein Vater Autorität hatte and he had power, und Kraft. and he could protect me, Und er hat sie beschützen. and he was on my side. Und er war auf ihrer Seite gewesen. So, thinking about this example, knowing exactly who we are praying to, Und jetzt in diesem Beispiel ist, wenn man weiss, genau zu wem man betet, and understanding why we should submit to his will, und wenn man weiss, wieso dass man sich ihm hingeben soll, is really important when we pray. ist wirklich wichtig, wenn wir beten. Because it hammers home an understanding that because God loves us as individuals, Und dann genau zum Wissen, wieso dass Gott uns als Individuen, jeden Einzelnen liebt, and understanding that he alone is the all-powerful master of heaven, und im Wissen, dass er allein der kräftige, mächtige Herrscher vom Himmel ist, we can relax and submit to his will. können wir uns entspannen und uns ihm hingeben. We can allow his power to work through us Wir können seine Kraft und seine Macht durch uns fließen lassen and transform us und uns umwandeln, to become more like him.
zum mehr wie er werden. And that's how his heavenly will gets lived out on earth. Und genau so wird sein himmlischer Wille auf dieser Erde durchgeführt. When we give him the authority over our lives. Wenn wir ihm die Autorität über unser Leben geben. And in addition, this perspective of knowing exactly who God is, Father and ruler, und zusätzlich, indem wir wissen, was das er ist, nicht nur Vater, sondern auch Herrscher, this gives us confidence gibt uns Selbstvertrauen. to stand firm, to stand our ground, Zum stark sein und auf unserer Seite bleiben. even in times of trouble, Auch wenn es schwierig wird. even in times of suffering. Auch wenn wir am Leiden sind. And we can expect that God will deliver what we need. Können wir erwarten, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Which brings us Was uns jetzt zu dem bringt. to the next 3 ingredients of our bouillon cube. Zu den nächsten 3 Ingredienzen von unserem Bouillonwürfel. We've got provision of God. Wir haben seine Versorgung. We've got the pardon of God. Wir haben seine Vergebung. And we've got the protection of God. Und wir haben seinen Schutz. And here in this part of the Lord's Prayer, Und genau in diesem Punkt vom Vater-Unser Jesus shifts gears, tut Jesus Gang schalten, away from who he is weg von wer er ist and focuses on who we are and what we need. und fokussiert, wer wir sind und was wir brauchen. And we are taught to ask God to meet our daily physical needs. Und uns wird so beigebracht, dass Gott uns alles gibt, was wir jeden Tag brauchen. And not just taught to ask him, but taught to expect him to deliver. Und nicht nur, dass wir ihn fragen sollen oder beten dafür, sondern dass wir erwarten sollen, dass er uns das auch bietet. So we ask him, give us this day our daily bread. Und darum sagen wir, gib uns täglich unser tägliches Brot. And as Rolf mentioned a few weeks ago, our daily bread can mean a whole lot more beyond food. Und wie uns der Ralf vor ein paar Wochen gesagt hat, ist unser tägliches Brot viel, viel mehr als nur etwas zu essen. It's what we need as humans. Es ist das, was wir als Menschen brauchen. And then the next passage in the Lord's Prayer, Und dann der nächste Satz im Vater-Unser. God teaches us, or the Lord teaches us, to ask God to meet not just our physical needs, Tut uns Gott nicht nur darum bitten, dass uns unsere physischen Bedürfnisse deckt, but our mental, emotional, and spiritual needs as well. aber auch unsere psychischen, unsere spirituellen und unsere gedanklichen Bedürfnisse. And he meets those needs by freeing us Und er tut unsere Bedürfnisse decken, indem er uns befreit from the heavy chains of unrepented sin and unforgiveness towards other people. Und er tut das, indem er uns erlöst von diesen Ketten von unvergebener Sünde und auch von Vergebung. Both of these things weigh us down. Und beide diese Sachen dienen uns mega niederdrücken. They cloud our thinking, Sie dienen unser Gedanken vernebeln, they harden our hearts, es verhärtet unsere Herzen and they hold our spirits captive. und es fängt unseren Geist und behaltet es gefangen. And that's why we need to be pardoned, Und wegen dem wir mehr vergeben werden, so we can also pardon others. damit wir auch anderen können vergeben. So Jesus tells us to ask forgiveness, for forgiveness, Und darum sagt uns Jesus, wir sollen für Vergebung fragen and again, to expect grace. und auch dann Gnade erwarten. Not just for us, Nicht nur für uns, but for the ability to give that grace further to those who have wronged us. damit wir dann auch die Möglichkeit haben, die Kraft haben, den anderen auch die Vergebung zu geben. So we're coming to the end of the Lord's Prayer here. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende vom Vater-Unser. And Jesus instructs us to ask God for protection. Da tut uns Jesus instruieren, dass wir Gott sollen für Protection. Schutz beten. Protection from evil. Uns vor dem Bösen zu bewahren. And what is evil?
Und was ist böse? Well, essentially, evil is anything that keeps us away from the presence of the loving Father. Schlussendlich ist böse eigentlich alles, was uns fernhaltet von der Liebe von Gott. And this powerful, simple little prayer Und das kraftvolle, einfache kleine Gebet promises us deliverance. Verspricht uns Erlösung. Deliverance from sin and the consequences of sin. Erlösung von der Sünde und auch von der Konsequenz, die die Sünde mit sich bringt. Which means this little prayer promises us communion and life with God Himself. Und wegen dem verspricht uns das kleine Gebet das Zusammensein und das Leben mit Gott. So Jesus wasn't kidding around when He taught us how to pray. Also Jesus hat keine Witze gemacht, wo er uns gesagt hat, wie wir beten sollen. And Jesus was pretty efficient, if you ask me. Und er war sehr effizient, wenn ihr mich fragt. Because in just 66 words in English, Auf Englisch ist das Vater-Unser genau 66 Worte lang. and in just 66 words, we learn that God is personal. Und genau in diesen 66 Worten lernen wir, dass Gott persönlich ist. He is a powerful Father. Ein kraftvoller Vater, He'll provide for our needs. der uns mit allem versorgen, He'll forgive our sins. der unsere Sünden vergibt. And He'll redeem us from the evil one. Und er wird uns erlösen vor dem Bösen. But He doesn't stop there. Aber dort hört er noch nicht auf. If you read the Lord's Prayer in the book of Matthew, Wenn ihr das Vater-Unser im Matthäus leset, you'll realize the Lord's Prayer isn't quite over just yet. dann realisiert ihr, dass das Vater-Unser noch nicht ganz fertig ist. There's one more sentence, Es ist noch ein Satz and it packs a punch. und es ist ein Wahnsinnssatz. It's called the doxology. Es heisst die Schlussfolgerung oder Doxologie. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Denn Dienst ist Kraft und Macht in Herrlichkeit und Ewigkeit. Für immer und immer und immer. Amen. And this has always been my favorite part of the Lord's Prayer Und das war immer mein Lieblingsteil vom Vater-Unser gewesen. because it's basically a proclamation of the sovereignty, the power, and the glory of God. Weil es einfach die Souveränität und die Kraft von Gott proklamiert. In short, it's just a spiritual way of saying, my dad is bigger than your dad. Also eigentlich ist es eben eine spirituelle Art und Weise zu sagen, mein Papi ist grösser als dein Papi. And I have hung on these words in the most dire circumstances. Und ich habe mich an diesen Wort festgehalten in den schlimmsten Moment. And I have used these words as a weapon to push back darkness. Und ich habe diese Worte auch als Waffe gebraucht, um die Dunkelheit zurückzudrängen. Like in 2012, excuse me, Zum Beispiel im 2012, when I was leading a disaster relief organization called MEDAIR. als ich die Institution geleitet habe, die MEDAIR heisst. 5 of our staff in Afghanistan, Es sind 5 von unseren Angestellten in Afghanistan. they were abducted, assaulted, and held hostage for 2 weeks by the Taliban. Die sind festgehalten worden und entführt worden und misshandelt worden von den Taliban. And these words were not something I mumbled like a robot at the end of a standard prayer. Und dann sind die Worte nicht etwas gewesen, wo ich einfach leislich abgegliedert habe, wie in einem Gebet normalerweise. No, these were fighting words. Nein, das sind richtige Kampfansagen. These were fighting words in a gang turf war. Das sind Kampfansagen gewesen in einem Bandenkrieg. Right? These words helped me stand firm in the face of attack. Die Worte haben mir geholfen, fest und stark zu stehen in einem Angriff. Yeah. Lord, in Afghanistan, yeah, yours is the kingdom. Weil, hey, Gott, in Afghanistan ist dein Königreich. Yeah. And Lord, you've got the power over the Taliban. Und du hast Kraft und Macht über die Taliban. And at the end of all of this, you will receive the glory. Und schlussendlich, wenn das alles vorbei ist, wirst du die Herrlichkeit. Herrlichkeit haben. And not just in this situation,
Und nicht nur in dieser Situation, but forever and ever and ever. And I would pray this, fists pumping, standing my ground. sondern für immer und immer und immer. Und ich habe das gesagt, nämlich meine Fußstapfen gemacht habe und stehen geblieben bin, wo ich gesehen bin. Because when we say these words, Weil wenn wir die Worte sagen, we affirm die wir bestätigen, to the invisible world, der unsichtbaren Welt, this is not about my will. dass es nicht um meinen Willen geht. This is not about my power. Es geht nicht um meine Kraft. This is not about my glory. Ist auch nicht um meine Herrlichkeit. This is about your will, your power, your glory. Sondern es geht um deinen Willen und die Kraft und die Herrlichkeit. And so we are able to stand our ground. Und darum können wir stark bleiben. And we are rooted Wir sind wie fest gemacht in God's perfect love, in Gottes perfekter Liebe, in His joy, in seiner Freude, in His wisdom, in seiner Weisheit, in His peace, in seinem Frieden in His mercy. und auch in seiner Gnade. So, yeah, the Lord's Prayer is a powerful prayer. Und genau wegen dem ist das Vater-Unser so ein kraftvolles Gebet. And as I said at the start of this sermon, it's not complicated, Und so, wenn ich gesagt habe am Anfang von dieser Predigt, es ist nicht kompliziert, but it can be difficult. aber es kann schwierig sein. It can be difficult to reconcile the ideas of God's sovereignty over His kingdom Es kann schwierig sein, Gottes Souveränität zu finden über sein ganzes Königreich in diesen Situationen. or I don't know how to say it, to reconcile. It's hard to look at God's sovereignty on one side, Es ist schwierig, Gottes Souveränität auf einer Seite zu sehen and His promise to meet all of our needs, und sie versprechen, all unsere Bedürfnisse zu decken. but on the other side, to understand where is the place of human suffering in all of this. Aber dann auf der anderen Seite zu sehen, wieso und woher kommt denn das ganze menschliche Leiden. Right? It's all fine and good to fist pump a prayer. Es ist immer gut, wenn man voll einsteht und das Gebet super findet. But what does that mean to those who are suffering? Aber was bedeutet es für die Menschen, die leiden? So Medair's hostage situation, for example, Zum Beispiel die Entführung der Medair-Leute it ended well. ist zum Glück gut ausgegangen. Right? After 2 weeks, all the hostages, they were alive and they were freed. Nach 2 Wochen sind alle Gefangenen frei und gesund gewesen. But what about all the times when we are faced with circumstances that are not what we had hoped for, where the ending isn't what we wanted, and it's certainly not what we prayed for? Aber was ist mit den Situationen, wo wir nicht das kriegen, was wir erwarten oder wo wir gehofft haben dafür? Und dort, wo es nicht gut ausgeht. In those times, do we recognize God as a loving, powerful Father? Die wir in diesem Moment Gott als kräftigen, mächtigen, liebenden Gott anschauen? Do we doubt if He actually wants to provide for us or even can? Oder zweifeln wir denn daran, dass er für uns kann und will sorgen? Don't the promises, honestly, of the Lord's Prayer ring a little hollow when you're really suffering? Tönen die ganzen Versprechen von Gott im Vater-Unser nicht ein bisschen leer und hohl, wenn wir so am Leiden sind? So allow me to put the Lord's Prayer, this powerful prayer, to the test. Und da möchte ich euch etwas zeigen, wo das ganze Gebet auf Podest stellen, zum getestet werden. First of all, isn't she amazing? Sorry, I am... I realize I am not making it easy for her, so thank you. So, we're going to put the Lord's Prayer to the test by looking at a circumstance that my family is facing right now. Und um den Test zu machen, die wir jetzt das Vater-Unser gerade in Verbindung bringen mit einer Situation, die im Moment meine Familie betrifft. My brother Philip, my big brother Philip, is a pastor living in Canada. Ihr grosser Bruder Philipp ist Pastor in Kanada. And 4 months ago, he was diagnosed with a fatal illness. Und vor 4 Monaten hat er eine Diagnose gekriegt, dass er nicht wird überleben. And the prognosis is devastating.
Es ist eine schlimme Prognose. And without a miracle, Und ohne ein Wunder in 2 to 4 years, wird er in 2 bis 4 Jahren his body will deteriorate and he will have intense suffering, wird sein Körper immer mehr abgeben und er wird immer mehr leiden. and he will eventually die. Und irgendwann wird er sterben. He's losing the ability to speak right now, Im Moment verliert er die Macht von der Sprache, also er wird nicht mehr reden können. which means just last week he had to resign his role as pastor. Und wegen dem hat er gerade letzte Woche seinen Job als Pastor aufgeben. And he had a meeting last week with the leaders of his church movement Und wegen dem hat er ein Treffen gehabt mit den Leitern von seiner Kirche letzte Woche, to inform them that he can't go on. um sie zu informieren über seine Situation. And they recorded the meeting. Und sie haben das Treffen aufgenommen. It was a Zoom meeting. Yeah. Es war ein Zoom-Treffen gewesen. And I asked my brother if I could share parts of it with you today. Und ich habe meinen Bruder gefragt, ob ich Teil von diesem Treffen mit euch teilen I heute. mean, why am I doing this? Und wieso mache ich das? Because I have been so humbled and touched by the way Philip and his family are dealing with this diagnosis. Weil ich so berührt und auch in Demut versetzt worden bin, um zu sehen, wie der Philipp und seine Familie mit dieser Situation umgehen. Philip is teaching me what the Lord's Prayer looks like in action. Philipp, seine Familie zeigt ihr, wie das Vater-Unser in Action ist. And he's reminding me Und er erinnert sie daran, that the Lord never promised us a life without suffering. dass Gott uns nie ein Leben ohne Leid versprochen hat. But he did promise us a life where his love would meet all of our needs. Aber er hat uns ein Leben versprochen, wo seine Liebe all unsere Bedürfnisse deckt. And it's interesting, Philip has never once asked why. Und es ist interessant, weil der Philipp hat nicht ein einziges Mal gefragt, wieso. He's got no doubts about God and his character. Er hat keinen Zweifel an Gott und seiner Art. And if anything, his disease has stirred a desire in him to glorify the Lord more. Sogar im Gegenteil. Seine Krankheit hat sogar das Bedürfnis, zum Gott glorifizieren, noch grösser gemacht. Let's listen to what he has to say. Und darum hören wir jetzt, was er zu sagen hat. And it's a little bit difficult to understand him in English, Es ist ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen auf Englisch. but you will see the German subtitles and hopefully we did a good job translating. Aber es hat deutsche Untertitel und wir hoffen, es ist gut gegangen, dass ihr es lesen könnt. I have ALS. As you know, ALS is a breakdown between the brain and the muscles. And Vater-Unser ALS means, for me, over the next couple of years, I will lose my ability to speak, to swallow, and breathe. So as devastating as that is, we live in the unseen realm of God's goodness and love. Everything is changing in our world, but God's love, His wisdom, His control is unchanging. Robin and I look at each other and we're like, why in the world do we have so much joy? It's the unseen world of the presence of God. Our neighbors show up thinking we're huddled over in the basement, but we're like worshiping and celebrating and living life to the full. It's like we have the love of the Father burning bright and warm inside of us. But right beside a growing grief, I look at a shorter future. I look at not being around for my family. I look at
everything is full of sadness and grief, but it coexists with the love of the Father. And isn't that the miracle of the gospel? And Jesus is victor. Jesus is victorious. Even over this, Jesus carries us through these times. I am the Lord's, and if He gives me a long future or a short future, every breath will worship Him. And my friends, no one should suffer without the love of the Father. So, when I listen to my brother, Also wenn ich meinem Bruder zuhöre, I'm reminded just how powerful the Lord's Prayer is. werde ich daran erinnert, genau wie kraftvoll das Vater-Unser wirklich ist. God's will, not mine. Es ist um Gott sein Wille und nicht meine. And that's what Philip's saying, right? Und das ist genau das, was der Philipp sagt. And this is how Jesus wanted us to pray. Und das ist genau das, was Jesus wollte, dass wir es beten. And Philip is using prayer as a weapon to push back the darkness. Und der Philipp benutzt das Gebet als Waffe, um die Dunkelheit zurückzudrücken. And to stand firm in the love of his Father. Und zum stark stehen in der Liebe von seinem Vater. And to find joy in every single moment. Und zum auch Freude finden in jedem kleinen Moment. He actually calls it his prayer medicine. Er nennt sie Gebetsmedizin. So in conclusion, the Lord's Prayer invites us into the presence of a loving, powerful Father who will provide for all of our needs. Also schlussendlich in der Schlussfolgerung bringt uns Vater-Unser zusammen mit einem Vater, der unsere Bedürfnisse mit Liebe und Kraft treffen. And he'll forgive us our sins and he will deliver us from darkness. Und er wird uns unsere Sünden vergeben und wird uns vor dem Dunklen erlösen. And guys, when we as a church pray this way, Und Leute, wenn wir als Kirche das Gebet beten, when we stand firm together, wenn wir zusammen stark stehen, rooted in the love, the grace and the power of the Lord, in der Gnade und Größe und Liebe von unserem Vater stark zusammenstehen, when we proclaim his kingdom and give him glory, wenn wir sein Königreich proklamieren und ihm die Ehre geben, then the gates of hell will not stand against us. dann kann die Hölle gerade verreisen. So let's end this series Und darum werden wir jetzt diese Serie beenden, by praying this Lord's Prayer together. indem wir das Vater-Unser zusammen beten. And I invite you to pray it in your mother tongue Und ich tue dich einladen, das Gebet in deiner Sprache zu sprechen. and at your speed, Und in deinem Tempo, but with the knowledge aber im Wissen, that we are standing on the shoulders of centuries of Christians who have prayed this before us. dass wir auf den Schultern stehen von Jahrhunderten von Christen, die das Gebet gebetet haben. Their prayers have led us here to this moment. Ihr Gebet hat uns genau hierhin gebracht, in diesem Moment. And after we pray, Und nach dem Gebet the worship band will lead us, the first song wird das erste Lied von der Band will be an old hymn ist eine alte Hymne, that I asked for die ich mir gewünscht habe. because it means a lot to me and my family. Weil es mir und meiner Familie viel bedeutet. And it symbolizes Und es symbolisiert, how we are not just united as a body of believers around the world today, dass wir nicht nur vereinigt sind als ein Körper von Glaubenden in dieser Welt, hier jetzt, today, heute, yeah, but throughout history. aber in der ganzen Geschichte. There is power in this prayer, Es hat so viel Kraft, das Gebet. and there is power in the church, people. Und es hat Kraft in der Kirche. And there is power in the blood of Jesus Christ who paid the price for our sin and set us
free. Und es ist Macht im Blut von Jesus, der mit seinem Leben gezahlt hat, um uns zu befreien. So let's proclaim that together. Also lass uns das zusammen proklamieren. As one church, Als eine Kirche, across time, über die ganze Zeit hinweg, across geography, über die ganze Geografie hinweg, across denominations, über ganze Konfessionen hinweg. and the darkness will not stand. Und dann hat die Dunkelheit keine Chance. So let's all stand Also and lass pray. uns aufstehen und beten. So, our Father, Also unser Vater who is in heaven, im Himmel, hallowed be thy name. geheiligt wird dein Name. Thy kingdom come. Dein Königreich kommt. Thy will be done Dein Wille soll geschehen. on earth Auf der Erde, just as it is in heaven. wie auch im Himmel. And give us this day Und gib uns unser tägliches Brot. our daily bread. And forgive us our sins Und vergib uns unsere Sünden, as we forgive those who sin against us. wie auch wir unsere Sünden vergeben. And lead us not into temptation, Und führe uns nicht in Versuchung, but deliver us from evil. sondern erlöse uns vom Bösen. Okay, let's hear it. Let it rip, church. Also, lasst gebt Gas, Because yours is the kingdom, denn dein ist das Königreich the power, und die Kraft and the glory und die Herrlichkeit. forever and ever. Amen. Für immer und ewig. Amen. Amen.